Hallo und herzlich willkommen bei mir auf Kitschwitch. Ich bin voll im Grillflash. Und ich habe mir überlegt, was ist eigentlich so mein Lieblingsgrillrezept. Und ich liebe Spare Ribs. Und ich habe wirklich eine Marinade, die ich regelmässig mache. Ich brauche also auch für Pouletflügel etc. etc. Ich habe eine Marinade, die ist einfach so mega fein und ich möchte euch die jetzt verraten. Wir nehmen einen Topf. Dann kommt ein bisschen Öl drin. Hier habe ich Schalotten, ganz fein geschnitten. Die tun wir jetzt so ein bisschen anbräteln. Und dann kommt der Clou. Tue ich sie mit braunem Zucker karamellisieren. So, Zucker rein. Wenn der so geschmolzen ist, dann kommt wirklich viel Ketchup in die ganze Geschichte. Dann brauchen wir so ein bisschen Kräuteressig. Tut man die einfach ein bisschen verzeugen. Pfeffer, Salz. Nehmen wir gut Salz, das lohnt sich. Ich bin verliebt. Dann habe ich hier, bin ich ein bisschen melancholisch, noch Honig von meinem Grossetti. Ja, da kann man schon mal ein bisschen geben. Das waren 3 fette Teelöffel. Und dann habe ich hier so ein Gewürz gefunden bei der Migros. Taste, #Taste, Smoking Hot. Die testen wir jetzt heute das erste Mal, aber ich brauche da ein bisschen Wumms drin und Hot. So, vorsichtig. Alles schön vermischen. Und dann tue ich es wirklich ganz kurz nochmal so ein bisschen aufköcheln. So, die super Marinade ist jetzt ein bisschen abgekühlt. Und jetzt habe ich hier Spare Ribs von Theke, Migi-Theke. Schaut jetzt mal, wie viel Fleisch das hier dran hat. Das bekommst du wirklich nur mal Theke beim Metzger. Also wirklich so richtig mit viel Fleisch. Von dieser Suppe über die ganze Sache überleeren. Schön einstreichen. Ich arbeite gerne mit den Händen. Das ist einfach so. So, dann. Und jetzt, dass es überall ein bisschen Marinade hat, kommt das in den Kühlschrank, das gute Fleisch. Ich habe es jetzt etwa so 2-3 Stunden im Kühlschrank drin. Man kann es aber auch super gut vorbereiten, über die Nacht rein tun. Nicht fortschießen, die Marinade, die können wir dann auch noch brauchen beim Grillen. Da kann man ab und zu so eine Schicht Marinade drüber streichen, wenn wir dann am Feuer sind. Die wunderbaren Fleischstücke sind jetzt 2 Stunden durchziehen. Und jetzt kommen sie bei 80 Grad, etwa 4 Stunden in den Backofen. Wir haben einfach einen veralteten Grill und darum können wir die Temperatur nicht so gut haben. Aber solche, die einen Grill haben und die Temperatur recht gut im Griff haben, können also die auch ganz locker, flockig auf dem Grill machen. Und bei uns geht es jetzt halt ab in den Backofen. Die 2 Stunden sind jetzt vorbei. Und wie angekündigt, habe ich ja noch von dieser feinen Marinade und jetzt tue ich die Spare Ribs einfach noch einmal richtig schön bepinseln. Jetzt tue ich natürlich noch kehren. Und jetzt kommen die noch einmal 2 Stunden bei 80 Grad in den Backofen. Jetzt sind 4 Stunden durch. Und die Babys kommen raus und sehen schon wunderbar herrlich aus. Ab mit denen auf den Grill. So, unser Oldie but halb Goldie Grill ist wieder einigermaßen sauber. Jetzt tue ich die guten Stücke grillen. Ich tue sie zuerst auf der oberen Seite etwa 3-4 Minuten sauber auf den Grill. Dann werden sie gekehrt. Und dann tue ich noch einmal von dieser absolut hammerhässigen Marinade drüber. Dann tue ich noch einmal richtig schön einmassieren in dieser Marinade. So, die Beauties können dran. Jetzt geht es endlich ans Probieren nach so langer Zeit. Das ist immer so ein bisschen fies. Einfach, naja, sicher schon ein dreckiges Mund. Herrlich. So sieht man halt dann aus, weil das muss man einfach von Hängen essen. Ich tue mir doch schnell säubern. Und ich kann euch wirklich sagen, ich habe die Marinade schon wirklich ein paar Mal gemacht. Und sie ist so etwas von hammer, mega fein. Probiert sie aus. Und wirklich das Gewürz, oder die Schärfe, die Schärfe ausgemacht hat, die ich ein bisschen übertrieben habe, es ist genau perfekt. Es gibt einfach so ein bisschen den gewissen Kick. Ich sage einfach nur etwas zu diesem Gericht. Genau so geht es Sommer.
Mit dem wäret ihr Held vom Grill.